Warte mal, da sind's. Bumm, euch hab ich gesucht. Eine Brezen, also. Mittag ist. Mach schnell die Brezen, gell? Dann geht's wieder. Haben wir der Hirsch schön? Da ist er. Ja, wo ist sie zum? Flaschen. Kein Zufall, aha. Sag's mal, Freunde, brennt die Schnaps? So ganz heimlich? Hirs, du weißt was. Was willst jetzt du? Von was für dreckerten Schnapsflaschen redst du? Wir haben nur Arbeit. Gib ihm anders am Zeiger. Misstrauen. Bauchgefühl. Hoch genug. Oder die direkte Art. Nimm das doch. Ah, sag das doch gleich. Jagst uns einen Mordsschrecken ein. Bist ja doch ein Guter. Na ja, der Mumu schmeckt viel besser als das Gesöff von der Kathi. Ist zwar ein wenig teurer, aber das ist er auf jeden Fall wert. Ja, Mumu, oder wie man das ausspricht. Ich kann kein Englisch. Und wir haben uns den blöden Namen nicht ausgedacht. Aber wir haben auch nichts mehr da. Hast ja gesehen. Kann man leider nichts machen. Ja, hier ist. Wo kommt der Schnaps her? Das vergiss gleich wieder. Wir sagen nix. Wenn das rauskommt, kriegen wir am Ende nix mehr von dem guten Zeug. Auf keinen Fall. Wir sitzen weiterhin auf Bauchgefühl. Ja, du bist mir einer. Das klingt jetzt gar nicht übel. Das sollte man auf jeden Fall machen. Es gibt da so einen Vagierer, der ist da jeden Nachmittag gegen 3. Der hat einen guten Brand dabei. Aber ich denk nicht, dass der sie blicken lässt, wenn er die dorten sieht. Der ist recht vorsichtig. Aha. Ein heimlicher Vagabund. Der deinen Stoff verkauft. Tut er was? Moment, ich kann nur belauschen. Ja, man, ich weiß noch mehr. Du hast ihn noch gar nicht mehr gesehen. Na, den habe ich jetzt wieder verpasst. Ja, grad schade. Der kommt ja bloß nur so selten. Wen jetzt? Ein Maxl, ein Oberlechner Maxl. Na, weißt, der ist doch jetzt in die Stadt gezogen. Wohin jetzt? In Stadt ist er gezogen. Auf Minga. Und vor kurzem, da hat er einmal vorbeigeschaut. Aber ich hab ihn da halt leider verpasst. Wo jetzt? Ah, da. Seine Mutter hat er besucht. Die Renate. Ja, und wie geht's ihm jetzt in der Stadt? Ja, er sagt's passt schon, aber ich glaub nicht so gut. Arg glücklich hat er nicht ausgeschaut. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Da herrschen ja auch ganz andere Zustände. Ja, Versprecher können's viel. Einhalten dern's halt nix. Da fehlt's an allem. Wer jetzt? Ja, die da droben, die nehmen den Mund aller zu voll. Genau, die nehmen das Mais so voll, dass drüber sticken. Ja, und die anderen, die kriegen nichts zum Beißen. Wo jetzt? Ja gut, ist wurscht. Jetzt schauen wir besser, dass wir fertig werden, bevor es draußen dunkel wird. Die Wege des Herrn. Aha. Ich sollte Renate nach ihren Sohn fragen. Der Maxelbur. Bei der Holzfäller? Wo geht er noch hinten hin? War ich da schon? Wer sind da jetzt? Da vorne, kann ich sein? Haben wir in die Richtung schon gelaufen?
Wenn die andere Richtung ist klar, gell? Da können wir zum Schurmeierhof. Aber da hinten. Aber hallo, wer haust denn da? Da gibt es einen guten Schinken. Und einen Käse. Den Briesen gleich mit Tom. Verstehe. Irgendwo ein Haus da. Der Broter kriegt er nimmer. Improvisierter Ring. Ein Rettich. Wie schaut denn aus? Eine schwarze Messer abgehalten. Den wird aber kommen, gell? Ja gut. Zumindest weiß ich schon mal, dass da draußen noch ein Haus. Da muss ich bestimmt noch hier. So, wir tickern jetzt zum Alois. Die frohe Botschaft überbringen. Was haben wir da? Achso, eine Kerzen. Die klaue ich dir nicht. Der Pfisterhof. Die Lärchen beim Lager von die Pasqualini-Burschen, die sind überfällig. Sonst kommt der Borkenkäfer und dann sind sie hier. Oh, weia, da. Der Kurani-Typ. Der gefällt mir nicht. Ein Salz. Eine Dosen brauche ich. Dann finde ich nicht, gell? Haben sie einen Apfelbaum? Da bin ich da drin. Hallo, ich komme. Geschwind. Der da gleich wieder blären. Kommen Sie her, bitte. Der Preis auf dem Scheißhaus. Dieser Volldepp. Kommen Sie bitte hier einmal her jetzt. Nein, scheiß weiter. Pflegeset habe ich noch gefunden. Hier. Weit alles. Da bin ich wieder. Den Jungen verraten. Nein. Was sagt er? Da geht nichts. Das war die Sache mit dem Knopfbrenner. Toll. Spuren in der Nähe des Holzfällerlagers. Friedel. Jemand zum Friedel. Nein, ich ihm nicht. Ich möchte zum Friedel. Und er befindet sich am Marktplatz. Vielleicht haben die eine Schubfliege gesetzt. Irgendwann der muss er haben. Moment, Steckerl. Geh mal holen wir den Köter. Warte mal, Renate. Wenn wir gerade da sind. Da sind wir, du Spitzbub. Weg da, geh.
Ja, bitte, Herr Valentin? Renate, wie schaut's aus mit deinem Burm? Ja, den Maxl. Was wollen Sie denn von dem? Ach so, ja, das ist richtig. Der Maxl ist in Stotzung, um dort eine Arbeit zu finden. Hier draußen gibt's ja kaum was, wissen's. Aber das ist alles nicht so einfach. Er mag's mir nicht erzählen, weil er nicht will, dass ich mir Sorgen mache. Aber ich merke das natürlich, wenn's meinem Bub nicht gut geht. Aber da tut man als Mutter natürlich, was notwendig ist. Wir halten schon zusammen, mein Maxl und ich. Wir haben ja sonst niemand mehr. Ja, bitte, Herr Valentin? Eine Konfrontation. Gute Frau, jetzt wird ernst. Zwei Argumente. Herr Valentin, ich bitte Sie, das hat absolut nichts mit dem Mord an dem armen Lenz zum Tor. Glauben's mir doch einfach. Gute Frau, außer mit der Wahrheit. Nimm mal. Geht doch. Ich verstehe schon, dass das nicht so gut ausschaut. Aber ich hab den Lenz ja braucht. Wir hätten dem nie was da. Und der Rest geht sich leider auch nichts an. Mit der Ausstrahlung. Improvisierter Ring. 9 gegen 9. Probieren wir's. Freunde, meine Ende schlecht. Scheiße. Knapp verloren. Das hat mit Erna, mit dem Lenz und mit dem Ganzen hier überhaupt nichts zum Tor. Das ist unsere Sache. Herr Valentin, pfui da die eine erzählen. Aber das nicht. Das geht nicht. Verstehen Sie das doch einfach. Aber Herr Valentin, ich leg Sie doch nicht an. Meine Information nutzen. Warum wissen Sie denn von den Kuverts? Woher denn? Hey, meine Ohren sind groß. Lassen Sie mir um Himmels Willen den armen Bub aus der Sache raus. Der kann schon gleich gar nichts dafür. Der weiß nichts und hat erst recht nichts falsch da. Der ist ein guter Bub. Also gut. Der Herr Bayerle wird zwar ganz schön besser, wenn ich Ihnen das erzähle, aber Sie scheinen ja das meiste eh schon zu wissen. Ich muss aber erst einmal allein mit ihm reden. Heimlich verfolgen. Aha, da kann's reißen. Renate. Unauffällig folgen. Ich schleiche mal. Wo läuft die zum Bayerle? Da hinten rundum. Löwe, Müller. Bin in geheimer Mission unterwegs. Ja, die ist die. Wo ist denn die gelaufen? Recht abbogen. Schau da so, die Luder. Bürgermeister, bin dran. Toll, einen riesen Umweg gemacht. Und die treffen sich da hinten, oder wie? Hinter der Kira. Die Schlawiner. Herr Bayerle, wir müssen reden. Aber Renate, was haben Sie denn? Sie sind ja ganz aufgelöst. Es geht um den Stotterer, diesen Schmidt, der hier die ganze Zeit rumschnüffelt. Ich fürchte, der weiß alles. Aber wie kommen Sie denn darauf? Die Fragen, die er überstellt, der weiß vom Maxl. Verstehen Sie? Ich mache mir solche Sorgen, wenn das rauskommt. Ich sage Ihnen, der weiß gar nichts. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Gott hält seine schützende Hand über uns, Renate. Wenn das rauskommt, na, ich mache mir schon Sorgen. Auch um Sie, Herr Bayerle.
das ist alles nur wegen uns. Das tut mir so leid, ich kann's einer gar nicht sagen. Machen Sie sich keine Gedanken. Beten Sie. Mehr können wir jetzt nicht mehr tun. Was geschehen ist, ist geschehen. Was mich aber durchaus verärgert, ist, dass sich die alte Maurer neuerdings offenbar auch am Dorftratsch beteiligt. Eine Frechheit ist das. Diese Unterstellungen. Sie meinen die Sache mit dem Verhältnis. Ärgern Sie sich nicht, Herr Beile. Lassen Sie die Leute einfach tratschen, das haben die immer schon da. Wir wissen, dass nichts davon stimmt, der Rest kann uns gleich sein. Sie haben recht. Lachhaft ist das. Ich wünsche, ich könnte die Sache mit Ihrer Gelassenheit betrachten. Nun gut, das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Ja, Sie haben recht. Da fällt mir ein, ob das Geld noch hinterm Grabstuhl liegt. Das muss ich holen, bevor es jemand anders findet. Aber jetzt mache ich lieber erst, wenn es dunkel ist. Dann ist keiner mehr im Ort unterwegs. Und keiner wundert sich, warum ich am Grab vom Karl Oberleitner rumstehe. Herr Valentin, oh weh, haben Sie das jetzt alles mitgehört? Mei, das ist mir jetzt unangenehm. Dann lassen Sie mir das bitte wenigstens erklären. Zuerst möchte ich aber noch mal sagen, dass der Herr Pfarrer und ich nichts mit dem Mord zum tun haben. Und ein Verhältnis haben wir auch nicht. Das werden Sie gleich alles verstehen. Eigentlich hat das alles angefangen, wie mein Bruder Maxl in Stadt gezogen ist vor ein paar Jahren. Am Anfang haben wir beide gedacht, dass das eine gute Idee ist. Dass er dort eine anständige Arbeit findet, dass wir uns nicht sorgen müssen. Doch bei uns ist das alles nicht so einfach, wissen's? Der Maxl hat sich nie beklagt. Und dann hat der Herr Beile mal in die Stadt fahren müssen und ich bin mitgefahren. Dann haben wir auch den Bub besucht. Mei, ich hab mich so gefreut, ihn wieder zu sehen. Aber die Freude ist mir schnell vergangen. So schlecht ist der Maxl gegangen. Die Arbeit in der Fabrik ist gefährlich. 6 Tage die Woche, jeden Tag mindestens 10 Stunden. Und nachher kann er sich nicht einmal von dem Geld ein eigenes Zimmer leisten. Mit 3 anderen teilt er sich ein Zimmer. Sogar das Bett müssen sie sich teilen. Den Herrn Pfarrer hat das auch ganz schön beschäftigt. Den ganzen Heimweg hat er kein Wort gesagt. Und Hunger hat er auch nicht gehabt am Abend. Und am nächsten Tag hat er dann einen Plan gefasst, dass er dem Burm helfen muss. Aber er hat ja selber nicht viel Geld. Und deshalb hat er sich überlegt, er nimmt einfach ein bisschen was von der Kirche. Er hat gesagt, es ist schließlich dafür da, Leute in der Not zum helfen. Und die Burm, hat er gesagt, brauchen es dringend. Das ist schon großzügig, finde ich. Aber ganz rechtens ist es natürlich nicht. Das darf nicht rauskommen, das ist schon klar. Der Herr Beile darf seine Arbeit verlieren und damit auch ich. Und was dann aus dem Maxl wird, mei, das mag ich mir überhaupt nicht vorstellen. Deswegen waren wir ja so vorsichtig. Der Lenz, der Arme, der hat ja zu dem jungen Leubel seine Freund gehört. Der wollte da auch was machen gegen die Ungerechtigkeit, hat er mir gesagt. Der hat schon auch seine Fälle gehabt, der Lenz, aber im Grunde war er ein guter Bub. Sowas hat er wirklich nicht verdient. Der Schlang in der Pfützen. Jedenfalls, der Lenz hat öfters mal in die Stadt müssen und da hat er uns den Boden gespielt. Der Herr Pfarrer hat immer so viel Geld gesammelt, wie er kennen hat, und ich hab das dann in ein Kuvert und dem Lenz gegeben. Immer am Sonntag, kurz vorm Ende vom Gottesdienst, wenn noch alle in der Kirche sind, damit das keiner mitkriegt. Aber der Ort hier hat überall Augen und Ohren. Ich hätte es wissen müssen, dass das nicht unentdeckt bleibt. Die Burm haben sich aber so gefreut, die hätten sich nie beklagt. Aber so haben die öfter einmal was Warmes zum Essen gekriegt. Und neue Schuhe, wenn die Alten nur noch Löcher waren. Schauen's, wir hätten dem Lenz doch nie was da, wir haben den ja braucht. Jetzt wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Ich mach mir solche Sorgen. Aber Renate, kannst du das beweisen? So, dann nehmen wir jetzt. Er reagiert positiv. Frau Oberlechner, bleiben wir beim Thema. Da hast du recht, lieber Valentin. Du sollst erfahren, was du wissen willst. Wir haben stets aus Nächstenliebe gehandelt. Wir sind alle Gottes Kinder und ich sehe mich verantwortlich für unsere Brüder und Schwestern in Not. Und leider muss ich sagen, die Zustände in den Fabriken, die langen Arbeitszeiten, die schlechte Bezahlung, das ist die pure Not. Da muss man als guter Christenmensch doch helfen. Natürlich war es nicht recht, dass wir das Geld der Kirche dafür genommen haben. Aber woher soll es denn sonst kommen?
Und so kann sich der Maxl, der Bur von der Renate, zumindest hin und wieder eine warme Mahlzeit leisten. Und nicht nur er. Ich habe nicht anders gehandelt, als unser Herr Jesus Christus es auch getan hätte angesichts der Not. Ich bitte dich, verrate uns nicht, sei kein Judas. Pass auf, ich drücke meine Augen zu. Haut und Weise. Dir ist ein Platz im Himmel sicher Ja, bloß und nicht. meine Dankbarkeit, lieber Valentin. Da hast du recht, es befindet sich noch immer ein Mörder in unserer Mitte. So, das war ein Aufstieg. Berichtet dem Lehrer, dass der Pfarrer unschuldig ist. Aha, noch ein wenig. Und da muss ich noch mit der Kathi was besprechen. Was haben die da? Geld versteckt? Wo ist das? Oh ja. Bin der Runde Roman Davy. Göttinger. Und der Oberlechner. Karls. Pistner. Mehr nicht, oder wie? Komm ich da rundum? Der Oberleitner. Da liegt er. Ein Umschlag mit Geld. Wie nimmer. 35 Pfennig, dann 35 Pfennig.